Hallo und herzlich willkommen zum ersten Testspiel von dieser Saison vom SSV Harztag. Wir haben heute hier was ganz Besonderes vor. Wir spielen gegen den Erstligisten aus Luxemburg, Rekordmeister, übertrieben heftig. Die Gegner sind super hungrig, das ist deren letztes Spiel, bevor deren Saison auch wieder losgeht. Das wird hier gleich richtig krachen. Wir haben die Gegner schon gesehen? Ich habe einen gesehen, ja, ein paar. Ich habe einen gesehen, einen Stürmer. Ich dachte, das sind ganz normale Sportler so. Ich glaube, das war ein Bodybuilder. Ja, das war komisch, ne? Also ich glaube, wenn der auf dich zurennt, hast du verloren. Das ist vielleicht auch deren Schwäche, die gehen zu viel auf Ästhetik. Die sehen zu krass aus. Die sehen zu krass aus. Irgendwie wird das geil jetzt. Ich habe irgendwie richtig Bock hier zu spielen. Das Stadion ist mega, wir können es ja mal drehen. Ihr habt da gerade schon die Tribüne gesehen. Boah, ich bin ultra gespannt, ich habe ultra Bock. Ich gebe euch das Mikro wieder, ich mache mich warm. Was auch richtig geil ist, dass alles so mega eng ist. Ja. Die Zuschauer sind quasi mit auf dem Spielfeld. Das ist so geil. Sind nur 2 Meter hinter der Auslinie sitzen schon die ersten Zuschauer. Bei uns ist immer so Distanz dazwischen, weißt du? Das ist der Zaun. Ja, das ist echt geil. Das ist extrem geil. Digga, was ist denn hier los? Hier Chill, what the fuck? Ich wirklich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Ich sage euch eins, Chat. Ich weiß nicht, wer das gerade eben mitbekommen hat, aber Das ist wahrscheinlich, ja. ich habe... Oh nein, jetzt habe ich ein dickes Problem, Bro. Oh, hell nah, Ich weiß Bro. es echt nicht. Einfach nur das Chat, aber bringt eigentlich nichts. Also eigentlich kannst du auch das Stream zeigen. Alter, jetzt ist es soweit. Sie kommen raus. Gänsehaut. Oh, die kommen raus. Ich habe gerade Chat geguckt. Okay. Oh, geht los. Oh, Digga, sie machen den. Ja. Okay, aber Schön. okay, Alex Keck. Oh, Bruder, wo steht Torwart, aber er ist sich zu sicher gerade. Nee, Torwart kann sehr schnell antizipieren. Oh, stark. Okay, Putzi. Oh, Bruder, keine Chance gegen die Schnelligkeit. Ach du Scheiße. Überhaupt. Oh mein Gott, was. Nee, da ist keine Nein. Chance. Oh mein Gott, der war fast wieder durchgegangen. Ja, okay, das. Oh, Stark. jawohl. Letztens gegen Oberligisten gewonnen und laut ChatGPT haben die Leute ja geschrieben und so. Und ich habe auch Jofi gefragt, ist es vergleichbar mit einem Oberligisten bei uns in Deutschland? Oh, Abseits, oder? War Abseits? Das war oder? kein Abseits. Oh, da ging's zu easy. Einmal rein. bitte, we are. VR. Nee, ich glaube, Was für Grätsch aber von Dennis. Guck mal, da merkst du, Dennis aber richtig wild. Könnt ihr ich sag- Mikroqualität schlecht machen auf Musik? Nein. Oh. Ja, ne. Oh mein Gott! Guck dir das Tor jetzt nochmal an, Chat. Ja. Wie clean mit der Innenseite reingezimmert in. Da macht der Kick. Ja, du wolltest eigentlich die richtige Antwort sagen, aber sagst peinlich. Oh mein Gott, Digga, stark! Bruder, Hat er gut den Ball abgenommen, ja? ja, der ist gerade reingegangen. Adler! Stark! Ein Adler! Okay, es geht. Also die Gegner hat die erste Halbzeit gar nicht gejuckt. Gar nicht. Oh, Schuss. Oh. Was? War ging der in den Winkel? Digga, der sah so aus, als würde er reingehen. Linus weiß gar nicht, was abgeht. Linus? Guck mal, wie Linus. der aussieht, guck mal. Der hat Der ist so geflogen. Der ist geflackert. Digga, der schießt jetzt auch von der Mittellinie drauf. Der hätte reingehen können. Okay, hier sind noch 2 Das frische. war eine Fackel. Guck dir das mal an. Digga, der What the wäre knapp fuck? unter die Latte gegangen. Ich habe hier so mit dem Typen, der Vereinsmanager und so geredet und vielen Leuten. Und Oh. Abseits! Das zweite Abseitstor! Ist das geil, Alter! Immer noch 2-0 in der 56. Ich will auch sehen gegen gegen Delay würde es mich auch mal interessieren. Haben wir ja mal gespielt. Nein, ich meine so ein Diagonalball einfach hochballert und Boah, kranker Pass. Wir haben gerade noch über ihn geredet. Ja. Und Linus hat ihn. Geil. Cada um bebeu uma salsicha. Cada um comeu uma salsicha, 4 mil euros. Immer das Gleiche. Das ist immer das. frustrierend. So haben wir auch, ich sag mal ähnlich. Oh mein Gott, ich dachte kurz, Digga. Oh mein Gott. Das war so dumm. Die sich aber durchkämpfen, ist crazy. Schon schießen das dafür, dass man verliert, 20 Euro. Bro, wir spielen gegen Pros, Digga. Wir sind keine Pros. Ich bin immer noch sehr leise. Oh,
Oh, jetzt, das ist der erste gefährliche Standard von denen. Wir haben noch keinen einzigen Freistoß verursacht bei uns hinten. Na, einfach nur Abbreit. Oh. Der wird da ordentlich im Zentrum ackern, diese Saison wieder. Mann, es hat so Spaß gemacht. Ich wollte so noch weitermachen, aber als die Freistoß hatten gerade eben, da war ich im 16er und da wusste ich, okay, das macht keinen Sinn, jetzt weiter zu spielen. Ich riskiere es nur sinnlos. 3-0 ist in Ordnung. Das haben wir aber gut zu Ende gespielt. Ganz leichtes Knicken wahrscheinlich gehabt, oder so knacken so. Das hat schon geknackt, ja. Ja, Leon ist zweiten Halbzeit. Ja, der Fall sehr, sehr, sehr dick. 3-0. GG's, Chat, Trap in den Chat. GG's, 3-0 lässt sich wirklich sehen. Das war echt geil, Chat. Wo ist Leine? Habt ihr gestern gewonnen? Nee, aber wir wurden auf Ankündigung gesagt, wir verlieren zweistellig. Und dann wollten wir keine 20 Gegentore kassieren. Und dann stand es nur 2-0 in der 87. Das war ein Riesenerfolg. Die haben direkt das Stadion verlassen und wir haben gefeiert, als hätten wir Champions League gewonnen. Ey Leute, was für ein Spiel, ich kann es nicht fassen. Wir sind hierher gekommen und eigentlich hieß es zweistellig. Wir versuchen kein 20-0 zu kassieren. Ja, wir haben hinten gemauert, 10 Leute in unserem eigenen Strafraum, 5er-Kette plus 3 Sechser. Ey, aber nur 3-0 ist super. Sehr, sehr krass, hat auch ultra viel Spaß gemacht. Wir waren noch nie so positiv, haben uns gegenseitig gepusht, jeder ist für den anderen gelaufen. Jeder war übermotiviert. Ja. Gerade genau aus dem Grund, weil man wusste, okay, man spielt gegen eine weltenbessere Mannschaft, sage ich jetzt mal. Stimmt. Und dann war irgendwie auf einmal die Harmonie da. Ja. So. Wir wussten, dass das verliert, aber wir so wenig Gegentore wie es geht kassiert. Reinhold, war ein gutes Battle, war ein heißer Kampf. 3-0 dann am Ende. Bist du zufrieden mit der Mannschaft, mit der Leistung deiner Mannschaft? Also grundsätzlich ja, weil wir haben den Ball und den Gegner laufen lassen, 90% Ballbesitz gefühlt. Ich glaube, wir haben um 5-6 Tore zu wenig gemacht. Da hätte man noch ein bisschen besser zuschlagen müssen. Aber es war ein tolles Event. Also die Tribüne hat gebebt und von daher gesehen, glaube ich mal, wir haben das gut unterstützt als Team, damit der Verein ein bisschen was davon hat und ihr habt euch super verkauft. Ja, vielen Dank. Es hat super Spaß gemacht. Also faire Spieler hast du da. Hat richtig Spaß gemacht. Ich habe es ganz anders, dass jetzt Lützeburg. Also ich war immens überrascht, wie ich rangekommen bin an der Stadion auf der Grenze, wo ich auch mal gerne gespielt habe. Einmal viel Leute haben. Da so viel Leute war für den Match da. Da war ich wirklich immens überrascht und ich muss so dem Präsident gratulieren und noch den Leuten, die es vorbeigehören. Da hat etwas ganz Wichtiges gemacht, etwas Flottes, ein immens sympathisches Match. Mit der wunderbaren Kulisse, da können viele Vereine zu Lützeburg davon träumen. Wir sind hier mit Gilles und Charel. Ihr seid für das Social Media von dem Verein verantwortlich. Unter anderem? Unter anderem, vor allem fürs Marketing und dann auch die Kommunikation, unter anderem mit dem Spieler, das Equipment, aber das ist unser Social Media Typ, genau. Ich glaube, viele unserer Zuschauer fragen sich, wie dieses merkwürdige Spiel zustande gekommen ist. Also SSV Harzak aus ganz im Norden von Hamburg, ganz im Norden von Deutschland, trifft jetzt auf einen luxemburgischen Rekordmeister. Genau. Nimm uns mal gerne mit, wie ist das zustande gekommen? Sehr gerne, das ist zustande gekommen, als ich irgendwann mal den Stream angeschaut habe von Max, von Trimax. Und da ging es darum, SSV Harzak will unbedingt mit Hugo spielen. Hugo hatte noch eine Lizenz, ich glaube, er hatte irgendwann mal hier so gespielt. Und da gab es ein paar Probleme mit der Lizenz und dann habe ich mal den Jufi angeschrieben, so ein bisschen mal gegoogelt, wer ist das eigentlich, angeschrieben. Und dann sind wir so in Kontakt geblieben, jetzt über 1,5 Jahre. Und dann haben wir immer so ein bisschen hin und her geschrieben. Und dann habe ich ihm mal angeboten, hey, kommt mal rüber zum Rekordmeister, wäre doch mal Tolles, dass die Leute, die euch nicht so oft sehen, dass die euch dann hier nochmal in Luxemburg sehen können. Vor allem mit Hugo, mit Trimax, mit Spende. Ich glaube, das ist eine coole Truppe, die mal hier sind. Ja, let's go. 1, 2, 1, 2, Leon Heide, Leon Heide, für mich der eine. Leon Heide, Leon Heide. Harzak, 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 Harzak. Jeunesse, 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 der Anfang war. Und das ist nochmal eine Revanche gegen Fresh insgesamt zweistellig. Aber die
Übertrieben geil. Das war so ein geiles Stadion. Ich hoffe, der Vibe kam rüber. Cosa attira la mia ammirazione?